Damian Meister! Kopf, Dami, das war anstrengend. Ja, wie ihr seht und später werdet ihr hören, eigentlich bin ich nur hier, weil wir die Reverse-Quote erfüllen wollten. Also, well. Ja, was will man machen, oder? So habe ich immerhin die andere Seite der Münze auch mal erleben. Und obwohl ihr wieder gesehen habt, im Poetry Slam mega viele Frauen unterwegs sind, ist es trotzdem als Poetry Slam total schwierig, etwas klar zu machen. Und ich habe so einen Text geschrieben, wie ich es auf eine andere Art probieren wollte. Und der Text heisst, wie Tage so können sein. Nach einem strengen Tag liege ich ins Bett, mache einen fetten Sound an, ich checke, wie mein Tag ist gelaufen. Ich fange morgen im Zug an mit den komischen Sachen, die ich jeden Tag sehe. Und ich stelle mir Tag für Tag die Frage, was soll ich den ganzen Tag machen? Ausser zu arbeiten. Ich drehe mich nach rechts. Und ich sehe, wie die Sonne aufsteht. Und links mein Traummädchen, wo ich draufstehe. Ich sehe sie mit dem Mattbuch und ich spüre, wie mein Plus steigt. Ja, der braucht auch ein bisschen, wisst ihr. Ich berechne die Steigung in meinem Kopf mit dem Pythagoras. Frage, hey Brudi, Sinus, Cosinus, was meint ihr dazu? Und sie sagen nur, wow! Heftiges Produkt, das ihre Eltern mal gemacht haben. Ich kalkuliere weiter und jetzt immer mehr Parallelen. Oh, sie hat Schweizer Wurzeln. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen differenzieren, weil es gibt hure viele Faktoren. Das geht mir richtig auf Minus. Gedankenbruch. Ein Typ hockt zu ihr und spricht sie an. Aber sie sagt, hey, steht mehr auf X, steht auf Y. Mit dem hat niemand rechnen. Ich denke mir, eigentlich wäre ich schon ein guter, weisst du? Hure Potenz. Und obendrauf kann ich sogar noch tanzen. Zum Algorithmus tanzen. Egal, denke ich mir. Ich probiere es gleich. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Schiss, ob meine Gleichung aufgeht. Es gibt mir einfach viel zu viele Variablen. Ich komme mir so vor, als wäre ich Bestandteil von Pi. Unendlich verloren. Und früher oder später stellt sich dann noch die Frage, sprichst du sie an oder nicht? Doch es ist wie jeden Morgen, ich mache mir zu viel Sorgen und sie steigt aus. Eine weitere Chance ist aus dem Zug. Einmal zu Bern geht's zum Bügel. Meine 10 Stunden Arbeit mit den 9 grössten Deppen, aber 8 Unten sind nicht für 7, bevor 6 ist, weil ich nur noch 5 Mal eine Raucherpause. Egal, Mann, ich habe es geschafft. Noch 4 3 Türen und 2 Schrauben. Nachdem ist es vorbei, ich am 1 zum Mittagessen, Mann. Huere Scheisstag. Doch wisst ihr, am Nami denke ich wieder als Mädchen. Mit ihren blonden Haaren und blauen Augen. Einfach perfekt. Was für Frauen sehen schon aus wie sie. Ich denke, reiss dich zusammen, Mann! Das ist keine Operation! Wenn du die richtige Formel findest, kannst du jede Gleichung lösen. Also gehe ich mit vollem Mut in den Zug. Doch das Mädchen, sie ist fort. Ja, wisst ihr, vielleicht besser. Ich habe die Rechnung sowieso ohne ihren Vater gemacht. Der hat niemals zugelassen, unseren Körper zu addieren. Und ihre Kurven zu spüren mit den ganz unterschiedlichen Radien. Aber wenn ich ihn raussubtrahieren könnte, dann würde es auch eine Differenz machen. Ich glaube, das habe ich einfach zu wenig durchgedacht. Egal. Ja, sowieso lieber Deutsche. Dann wird darum meistens die Frau aktiv und du bleibst passiv. Die Deutschen sind zwar ein bisschen aggressiv, ist zwar manchmal ein bisschen negativ, aber egal. Es kann dafür auch superlativ sein. Auf jeden Fall hast du dann für jeden Fall vorgesorgt. Checkt ihr, wie ich meine? So Nominativ, Genitiv, Dativ
oder Akkusativ. Aber ganz ehrlich, das Leben als Singular ist doch einfach scheisse. Bist lieber bis 2 Personen, Plural, dann ist deine Futur näher perfekt. Egal ob dein Präsens imperfekt ist. Und sobald du eine Hochzeit datierst, ist das Leben näher perfekt. Also was lernst? Scheiß auf Mathe, aber schau im Deutschbuch nach, such dir ein Subjekt, das Prädikat und vielleicht noch ein paar Adverbial. Addierst und die Summe aus diesem Produkt ist auch mit vielleicht einem Nebensatz. Hast du die gleiche gelöst, gehst raus und suchst das Objekt von deinem Finalsatz. Und du sprichst sie genau mit dem an. Und das, meine Freunde, funktioniert auf fast fucking jede Sprache.